Danke Anja für dein Mitnehmen in den Tag hinein, in den ganz speziellen, besonderen Tag, wo wir miteinander gedenken. Ich wollte dich im Livestream noch ganz herzlich begrüßen, wenn du jetzt auch dabei bist. Mega cool, hast du so lange ausgehalten und haben wir dich jetzt noch zuschalten. Genau, wir haben heute ganz... Wow, super, danke Andi, danke. Wir haben heute einen speziellen Tag, wo wir gedenken. Und wir werden in eine Geschichte eintauchen, wo wir eigentlich gestern schon hätten eintauchen sollen, weil es ist eine Geschichte, die am grünen Donnerstag, am Palmdonnerstag passiert war. Und in dieser Geschichte geht es eigentlich so ein bisschen wirklich darum, dass alles auf das abzielt, was wir dürfen miteinander uns daran erinnern an den Ostertag. Am Karfreitag, am Ostersonntag. Alles in dieser Geschichte zielt eigentlich auf das hin und wir lesen auch, in Johannes 13, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also wir steigen ein in die Geschichte vom Passafest, wo Jesus seine Jünger die Füße gewaschen hat. Und es zielt alles auf das an, was passiert am Karfreitag und am Psalmsonntag. Dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat und nach 3 Tagen auferstanden ist, weil er dich unendlich fest liebt. Sein Leben gegeben hat. Die Geschichte ist ja voll so Symbol und Metaphern. Eins ist schon mega cool, wo er ankommt und seine Jünger, die Füße waschen, heisst es, er leitet sein Gewand ab. Und der Mantel hat in der Bibel immer so eine spezielle Bedeutung. Er tut wie so sein Hocherhabene, er, wo alle Macht im Himmel hat und auf Erde, tut er ablegen und fängt uns in diesen Tagen an zu dienen bis in den Tod hinein. Damit er auch schlussendlich die starke Gemeinschaft, wo wir uns heute wieder auseinandersetzen kann ermöglichen. Die starke Gemeinschaft, um das, was es geht heute Morgen. Was bedeutet das eigentlich? Und wie können wir das im Leben von Jesus entdecken? Dem werden wir heute auf den Grund gehen. Ich habe etwas entdeckt, als ich die Geschichte gelesen habe und wo wir dann lesen, eben, dass Jesus gekommen ist an dem Passafest und erzählt von Judas und nachher sagt, hey, ich komme mal jetzt die Füße waschen. Und dann leitet er eben sein Gewand ab und nimmt das Becken mit Wasser und füllt das so. Und sagt, ich komme jetzt die Füße waschen. Und dann lesen wir, da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Also wir lesen eigentlich, dass eben Jesus dann nachher zum Petrus gekommen ist, einer von seinen Jüngern, und gesagt hat, jetzt bist du dran, jetzt tue ich dir deine Füße waschen. Und Jesus wollte runterkommen und dann Petrus gesagt hat, sicher nicht, dass du mir meine Füße waschen. Das geht doch nicht. Petrus hat ja erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er hat seine Macht erkannt, die er hatte, dass er König ist vom Reich, das mega gewaltig ist. Er hat das erkannt und hat gesagt, das geht doch nicht, dass du mir meine Füße waschst. Und Jesus hat auf das aber gesagt, wenn ich das nicht tue, dann hast du keinen Teil an mir. Und das Teilhaben hat irgendwie so ein bisschen einen gemeinschaftlichen Aspekt. Ein gemeinschaftlicher Aspekt dadurch, dass es irgendwie darum geht, an dem teilzuhaben, wo Jesus lebt, erlebt, uns vorlebt, mitgibt. Dort rein ein Stück weit können etwas mitnehmen von dem, was Gott uns geben will in unser Leben hinein. Das Teilen, das Teilhaben, teilnehmen an dem, was Jesus auch prophezeit und vorangibt. In seinem Leben teilhaben. Es ist spannend, wir lesen das in der gleichen Geschichte, wo Jesus zu den
von der Martha eingeladen wird, bei der Martha und der Maria, und dann zu ihnen auf Besuch kommt, dort lesen wir etwas ganz Ähnliches, und zwar steht dort im Lukas 10,40. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Es geht da wieder ums Teilhaben an dem Teil von Jesus. Oder wir lesen, dass Martha völlig im Seich war und irgendwie hat sich um alle Leute kümmern und umeinander gerannt ist. Und Maria ist in dieser Zeit einfach zu Füßen von Jesus gelesen und hat ihm zugelassen. Und Martha ist umeinander gerannt und hat nicht mehr weiter gewusst und ist zu Jesus gegangen. Jesus, sag doch der Maria, sie soll mir helfen. Irgendwie wäre doch das mega abgebracht jetzt. Ja, das will ich ja so viel zu tun haben. Und dann hat Jesus gesagt, Maria hat sich in dem Moment für den richtigen Teil entschieden, wo ihr niemand mehr wird nehmen. Wenn es um Gemeinschaft geht, geht es ja viel ums Dienen, oder? Es geht ja, wenn wir so ein bisschen in die Bibel tauchen, ich habe ja heute auch den Auftrag bekommen, eigentlich so ein bisschen das zu vermitteln, eine starke Gemeinschaft braucht eine dienende Haltung, oder? Und dann, wenn man dann das liest, dann hat man nachher ein Stück weit ein bisschen Paradox und man kommt eigentlich nicht mehr so weiter, weil Jesus sagt ja eigentlich, du sollst jetzt eben nicht dienen, sondern du sollst zu meinen Füßen hocken und mir zuhören. Und das eigentlich eine starke Gemeinschaft ausmacht. Und dann bin ich so dort und in meiner Vorbereitung und gefunden, ja gut, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt sind wir ja eigentlich irgendwo an einem Punkt, wo es wie nicht mehr weitergeht, wenn wir noch aufs Dienen hin kommen oder in einer Gemeinschaft. Und ich habe aber dann dort drinnen eigentlich ein mega spannendes Geheimnis entdeckt. Ein mega spannendes Geheimnis. Jesus hat an Ostern für uns alles gegeben, bis zum Tod hin, dass er Gemeinschaft wieder hat ermöglichen, wo wir Menschen mit ihm haben können. Er hat alles gegeben und hat sich vom Höchsten zum Niedrigsten ergeben, damit wir wieder dort rein mit ihm Gemeinschaft und Beziehung leben, damit wir wieder mit ihm ins Gespräch kommen. Und dort drin steckt eigentlich eine mega Antwort drin. Es steckt etwas drin, wo es heisst, hey, ich möchte alles geben, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Was bist du bereit, um mit mir Gemeinschaft zu haben? An einer starken Gemeinschaft geht voraus, dass wir die Beziehung leben mit unserem Jesus Christus. Und ich wollte einfach schon einen Moment still sein, damit wir uns überlegen können, wann bist du bereit, wie weit bist du bereit, um mit deinem Alltag zu geben, dass du die Zeit kannst nehmen mit Jesus, wo er doch alles gegeben hat. Ich erlebe immer wieder, zum Beispiel am Samstagmorgen vor der Jungschi, kommen Leiter zu mir und sagen, oh, heute ist es gerade mega schwierig, ich weiß nicht, ob ich Lust habe, am Nachmittag wirklich leiten, mich reingeben. Ja, irgendwie fällt es mir mega schwer, auch einfach mir jetzt die Zeit zu nehmen und ich würde eigentlich viel lieber etwas ganz anderes machen. Und dort rein probieren wir dann immer zusammen zu sagen, komm, wir nehmen uns schnell einen Moment Zeit, zum Beziehung leben mit Jesus und was er dir sagen will und wie er dir dort rein begegnen will. Einfach zum schnell, manchmal auch ein bisschen kämpfen für die Gemeinschaft, die wir haben mit Jesus, wo er doch auch so einen grossen Kampf hat an Ostern für uns. Wir nehmen uns schnell Zeit. Hey, wann bist du bereit, dir Zeit zu nehmen für Jesus? Wie viel willst du wirklich geben, um in die Beziehung zu investieren?
finde es so mega cool, wie dann halt reagiert der Petrus, oder? Wo dann sagt, Jesus, dann hast du keinen Teil an mir. Dann reagiert Petrus und sagt, ja gut, spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Dann wasch doch gerade einfach meinen ganzen Körper, ich will alles haben, oder? Und er sagt, hey, ich bin bereit, um wirklich alles herzugeben, um wirklich auch teilhaben an dem, was Jesus dir in deinem Leben zusprechen. Und das ist, ich finde es mega cool, wirklich einfach super Antwort, wie er dort das reingibt. Einfach wirklich sagen, ich will alles geben. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, die es braucht, auch gerade an Ostern zum Beispiel, zum Teilhaben an dem, was Jesus uns zusprechen will. Und das ist dann so der Anfang und so der Ursprung eigentlich von dem, was eine starke Gemeinschaft ausmacht. Eine starke Gemeinschaft, wo wir können auftanken in dieser Gemeinschaft mit Jesus und dort innen dann das Geheimnis drin steckt, vom zuerst Teil sein oder teilhaben an dem, was Jesus zuspricht. Und dann durch das durch anfangen von dem Teil, wo wir Teil sein können, anfangen zu teilen und das anderen weitergeben. In dem Teilhaben an Jesus steckt unglaublich viel. Zum Beispiel können wir lesen im Psalm 16, Vers 5, der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. In dem Teilhaben Jesus steckt Lebenskraft drin. Im Psalm 73, Vers 26, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. In dem Teilhaben Jesus steckt mega viel Trost drin. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf dich hoffen. In dem Teilhaben Jesus entsteht Hoffnungsvolles. In dem Gemeinschaft leben mit Jesus und uns Zeit nehmen, in dem Kampf hinein auch immer wieder zu sagen, ich möchte mir bewusst Zeit nehmen, um mit Jesus Kaffee zu trinken. Also ich möchte dann nicht für ihn auch einen Kaffee bestellen im Restaurant, aber dort hinein steckt Grosses. In dem Teilhaben verspricht er ja auch das große Erbe, das er uns zusprechen will. Er verspricht uns die Liebe, die er möchte leben und uns jedem Einzelnen weitergeben. Und er möchte auch, dass wir dort rein teilhaben können, wo wir teilhaben in Gottes Reich und diesen Wert, den er leben will, in dem hinein. Und er will uns auch die Gaben und das Gute, das er uns verspricht, schenken. Also wenn wir anfangen zu kämpfen und teilhaben an dem Ganzen, dann können wir anfangen zu teilen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, oder? Eine Gemeinschaft ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und ich glaube, das ist etwas, wo uns Christen manchmal auch noch gut tun, wenn wir mehr über das denken würden. Gerade wenn es darum geht, dass wir doch oft auch im Überfluss leben. Wir haben erst gerade die Stopp-Armut-Konferenz und ich habe dort ein bisschen reingeschaut und ein bisschen versucht, das zu bewegen, was die dort reingebracht haben. Das, die ganze Gerechtigkeitsperspektive auf einer mega coolen Ebene, wo es einfach darum geht, auch immer wieder zu entdecken, dass eine Gemeinschaft nur so stark ist wie das schwächste Glied. Wir leben heute schon in einem sehr individualistischen Trend. Dass es doch okay ist, wenn ich mein Zeug horte, wenn ich schaue, dass es möglichst mir gut geht, dass ich mir 2 Autos zutue, ein Haus zutue, dass ich dort innen einfach immer schaue, dass ich so gewisse Schweizer Standards kann leben und erreichen. Und ich wollte das nicht mal schlecht reden oder irgendwie, sondern einfach sagen, das ist eine Tendenz, die wir haben bei uns in der Schweiz, dass wir eigentlich durch den Individualismus getrieben sind und für uns anschauen.
Und dort drinnen dann aber immer wieder die Frage steckt, was betest du an? Mit was lebst du Gemeinschaft? Kämpfst du für die Beziehung mit Jesus, um mit ihm Gemeinschaft zu haben? Erlebst du den Anteil, den er dir möchte geben in dem inne? Und bist du dann bereit, das mit anderen zu teilen? Gerade besonders mit denen, die vielleicht unser schwächstes Glied in unserer Gemeinschaft ausmachen. Und dort hinein kommt ja dann das unglaubliche Dienen zum Vorschein. In unserer Gesellschaft haben wir überlegt, irgendwie, das Dienen hat irgendwie nicht mehr so einen schönen Charakter, wie es auch schon mal gehabt hat. Vor allem wegen dem Militärdienst. Ist es eigentlich ein bisschen verhunzt worden. Weil, wann brauchen wir das noch, oder? Sklaven haben dienen. Es ist meistens etwas, wo man muss und eigentlich nicht unbedingt will. Und dort hinein das biblische Verständnis von Dienen entdecken, wo es einfach darum geht, jemand anderem etwas Gutes zu tun, etwas weitergeben, etwas teilhaben lassen, ohne einen eigenen Nutzen davon zu haben. Aus dieser Beziehung heraus mit Jesus Christus, wo mega gewaltige Sachen kann bewegen kann. Und wo auch mega kleine Sachen sind in unserem Alltag. Ich weiss noch, am Dienstag bin ich mit meinem Pflegebruder seinen TÜV abholen. Und er hat so unglaublich Freude gehabt, dass ich ihn jetzt mit dem TÜV dort hinfahren und ich ihm einfach den Dienst machen konnte. Und ich keinen Nutzen davon hatte, aber einfach ihm dort dienen. Und ich hätte können sagen, ja, ich habe eigentlich keine Zeit, ich muss mega viel vorbereiten und ich bin schon die ganze Woche ein bisschen im Stress und weiss nicht genau, ich hätte ihm das auch abwehren. Aber ich habe auch bewusst gemerkt, in der Zeit, die ich verbracht habe mit Jesus am Morgen, hey, mal, das ist etwas Gutes, das wollte ich tun. Und habe dort auch Kraft bekommen. Wenn wir im Römer 12 lesen, wo es darum geht, um den Gottesdienst, dass wir ein lebendiger Gottesdienst sein sollen, dann entdecken wir das Teilen immer wieder. Der Teil sein, das Teilhaben und dann das schlussendlich aus dem Teilhaben heraus teilen. Dort steht zum Beispiel, wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Oder wir lesen, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Es geht immer wieder darum, zum Teilhaben und dann teilen. Und das ist das, was eine starke Gemeinschaft ausmacht. Ein starkes Zusammensein, ein starkes Miteinander vorwärts gehen. Dass wir dürfen teilen, teilhaben, dann teilen und vor allem mit denen, die unsere schwächsten Glieder ausmachen. Und das ist etwas, was wir unglaublich fest auch wieder lernen müssen, weil eigentlich der Trend in der Gesellschaft ganz ein anderer ist. Wir müssen wieder lernen, dass es Zusammensein stark ist, wo sich einsetzt für die Armen, dass es Zusammensein stark ist, wo sich einsetzt für die Kranken und die Unterdrückten in unserer Gesellschaft. Ich wollte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir teilhaben an dem, was du uns versprichst. Dass wir teilhaben an deiner Liebe, an deiner Güte und an deiner Großzügigkeit. Dass du uns dort deinen Trost schenkst, Hoffnung schenkst und
mega Zuversicht auch. Dass wir erleben, wie Gottes Reich um uns herum anfängt, Realität zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder ermutigst, zum mehr und mehr einfach auch von dem Teilhaben zum Teilen übergehen. Dass wir dürfen einfach von dem, wo wir genug haben, wo unsere Gaben sind im Überfluss, wo dort, wo wir Sachen geben können, dort, wo wir aber auch Materie haben im Überfluss, dass wir das dürfen weitergeben und so einen Unterschied machen, auch gerade in unserer Gesellschaft. Und so dürfen wandeln miteinander zu einer starken Gemeinschaft, wo darf in Einheit das Licht sein für dich, gerade auch in dieser Zeit, wo du doch alles gegeben hast für die Gemeinschaft, wo du alles gegeben hast, dass wir miteinander wieder in die Beziehung treten können. Ich wollte noch schließen mit dem Vers in Philipper 2, 5-8, was heißt: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.